dich der Ehre. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Komme zu Hauf, Psalter und Harfe wacht auf. Lasset den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der künstlich und feinlich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. Er ist ein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Am Namen vom Papa, vom Jungen, vom Heiligen Geist. Amen. Der Frieden sieft mit euch. Das ist ein Hauden Tag von Frieden für die Kirche zu Lützeburg, wo wir ein neues geistliches Geschenk kriegen vom Herrgott. Cette messe est une action de grâce. Nous voulons remercier le Christ, prêtre éternel, qui ne cesse d'appeler
des gens à son service sacerdotal. Und heute hat die Priesterweihe auch noch einen besonderen Akzent in diesem Jubiläumsjahr unserer lieben Frau von Luxemburg, Patronin der Stadt. Und so ist es eine Freude, heute eine Priesterweihe vor dem Votivaltar zu haben. Ich rufe den Kandidat für die Priesterweihe ab und ich bitte den Herrn, führenden Herr Erzbischof zu treten. Daniel Berchem aus der Paar Boneweg. Herr Erzbischof, die Heilige Kirche freut euch, eurem Bruder die Hände abzulegen und ihn zum Priester zu weihen. Könnt ihr bezeihen, dass ihn für diesen Dienst würdig ist? Den Daniel Berchem ist der 25. Februar 1990 als Drittkind von seinen Eltern Paul und Monique Berchem-Franz auf die Welt gekommen. Er ist zu Boneweg abgewachsen und ist nach der Primärschule an der jungen Lycée an der Stadt gegangen. 2009 hat er das premieres Examen auf der Sektion Mathematik-Informatik gemacht und hat sich dann noch am Lützeburger Seminar gemeldet, zu der Zeit, wo dir Monseigneur Fernand Frank am Amt war. Nach einem propädeutischen Jahr am Trierer Seminar und 2 weitere Jahren zu Trier hat er sein philosophisch-theologisches Studium an einem sogenannten Freijahr zu Paris Institut Catholique weitergeführt. Am Sommer 2013 hat er, Herr Erzbischof Jean-Claude Hollerich, den Daniel op Rom an das Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum geschickt. Er hat auf der päpstlichen Universität Gregoriana am Sommer 2015 sein Bachelor an Theologie aufgeschlossen. Den Daniel hat all seine Studien mit Brio gemeistert. Am Herbst 2015 ist er nun an Pastoraljahr hier zu Lützeburg gekommen. Neben den wöchentlichen Kuren am Centre Jean 23, die hier auf eis Lützeburger Situation vorbereitet haben, wird hier munich andere Bereiche vom Leben und von der Pastoral kennengelernt. Das Centre Hospitalier, Dekanater Reimisch und Dietrich, waren Plätze, wo hier am vergangenen Jahr mit der menschlichen, der sozialen, der pastoralen und der liturgischen Dimension von seinem zukünftigen Dienst als Priester intensiv in Kontakt kommen. Ein großes Merci all denen, die ihm das ermöglicht tun, besonders dem Pastoralteam von Dietrich und den Dietricher Leid, bei Mam Daniel ein gut Stück von seinem Weg zusammen gehen. Für den Daniel ist eine rigoröse und konsequente Spiritualität vom Geistlichen wichtig. Durch den regelmäßigen Kontakt mit seinem Beichtvater und während einer Retreat von 6 Tagen am Mai hat er sich auch spirituell auf diesen Tag präpariert. Herr Erzbischof, Volk Gottes an die verantwortlich sie befroht gehen. Dafür kann ich bezeihen, dass hier für würdig gehalten wird. Mit der Hölle von Jesus Christus, einem Gott an der Leser, erwählen wir als Bruder zum Priester.
excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus tibi, porter magnam gloria tua. Domine Filii unigenite, Jesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedas ad exteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du selbst leitest dein Volk durch den Dienst der Priester. Gib dem Diakon, den du heute zum Priester der Kirche bestellst, die Gnade, deinem Willen treu und gehorsam zu bleiben.
Lass ihn durch sein Leben wie durch sein Amt dich verherrlichen in deinem Sohn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen versah der junge Samuel den Dienst des Herrn unter der Aussicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es, Eli schlief auf seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und er konnte nichts mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum 3. Mal. Er stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorherigen Male: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Wort des lebendigen Gottes. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Mein Anteil ist der Herr. Ich habe versprochen, dein Wort zu beachten. Die Weisung deines Mundes ist mir lieb, mehr als große Mengen von Gold und Silber. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Tröste mich in deiner Huld, wie du es deinem Knecht verheißen hast. Dein Erbarmen komme über mich, damit ich lebe, denn deine Weisung macht mich froh. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Ich liebe deine Gebote mehr als Rotgold und Weißgold. Ich lebe genau nach deinen Befehlen. Ich hasse alle Pfade der Lüge. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Herr, deine
Fürsten sind der Bewunderung wert, darum bewahre ich sie im Herzen. Die Erklärung deiner Worte bringt Erleuchtung, den Unerfahrenen schenkt sie Einsicht. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Lieven Daniel, Monseigneur Frank, lief Matbrider, lief Schwestern und Brüder alle gut. Es ist ein wunderbarer Schreck, den du halt musst, Daniel. Wo du dem Ruf vom Herrgott wirklich nur gelauscht hast. An ein Nurlausteren, was nicht passiv ist. Ein Lausteren, was dazu feiert, dass du dich engagierst für Christus als in Kirche. An der ersten Lesung wird vom Samuel geschwart und vom Eli. An Priestertum, an der Kirche vereinigt sozusagen den Samuel an den Eli, aber bringt noch etwas dabei. Den Samuel, da das die Genischen, den jung ist, an den Christus noch nicht so gut kennt. Wir brauchen eine Hilfe. Wir können sie discernieren, wo der Ruf von Christus uns geht. Wir haben Noten, als hier als Prophet die Genischen, den die Intimität mit Gott hat und dürfen seinen Ruf alldach leben können. Der Samuel aus dem Genischen im Alten Testament, der nicht fährt, für zu schwätzen, der nicht fährt, zu suchen, was richtig und was falsch ist. Der Samuel aus dem, der nicht auf seine Popularität setzt, mehr auf Vorrecht vom menschlichen Handeln. an den nicht auch nicht fährt, dem König David sozusagen zu suchen, was richtig ist und was Sinn ist. Und wir müssten vielleicht alle Guten an der Situation von der Welt haut heins do die Parole prophétique vom Samuel hun. Die Parole prophétique, die seht, so geht es nicht. Aber für die Parole prophétique können zu hun, da muss die Intimität mit Gott hun, die der Jonke Samuel noch nicht hat, und dafür der Ruf von Christus nicht weiterkommt. Aber die Intimität mit Gott, die hin han Noten als Prophet hat, wir nehmen dadurch, kommt hier an Namen vom Herrgott schwätzen. Und das am Fond geholt durch die Intimität mit Gott, durch das Leben am Gebiet, das der Hilfe wird, an dem Priestertum, der Wille vom Herrgott zu erkennen. Das Licht, der Wille vom Herrgott zu erkennen, wenn du von Urwen, vom Papst, vom Bischof etwas gesagt kriegst. Das ist ein Teil von der Medaille. Aber das ist auch wichtig, den Wille vom Herrgott zu erkennen, an den Gläubigen, an den Menschen, wo an den Leuten, die werden aufvertraut sind, am priesterlichen Dienst, der Wille vom Herrgott auch durch das Leben von der christlichen Gemeinschaft sichtbar wird. Aber für die Willen zu erkennen, braucht die tiefe Intimität mit Gott durch das Gebiet und durch das Leben, für so zu suchen, den Herrgott an allem zu finden, und wir können an seinem Namen zu schwätzen. Denn Eli war der Priester vom Alten Bund. Und als solchen waren noch für Opfer, für Sakrificen zuständig. Du warst auch Beruf,
am Dienst vom Altar zu stehen. Und nachdem lange Zeit den Aspekt von der Eucharistie als Herrenmahl betont ginas, gehen an den letzten Jahren an theologische Bücher auch nächst daneben den Aspekt von Sacrifice, von Opfer betont. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Weil wir leben an einer gewissen Spaßgesellschaft, wo Opfer oder Sacrifice etwas ist, was nicht cool ist. Müsste ich kein Freund, wenn ihr darüber schwätzt. Aber die Leute, die bestürzt sind in der Reise, die wissen vielleicht am besten, dass kein Leben ohne Sacrifice möglich ist. Es kann nicht mehr ein Mensch wirklich gern haben. Es kann nicht mehr lebt leben, wenn er bereit ist, auch Sacrifice zu machen für den anderen. Sonst geht es nicht abhanden. Sonst geht es ein Scheck an der Beziehung. An der Jesus Kreuz lebt als den Aspekt vom Sacrifice auslebt für all Mensch, die geschaffen gin as, lo geschaffen as, a geschaffen wird gin. An den Aufgabe aset, für die lebt vom Herrgott auszudrücken und all Mensch, den du an den pastoralen Dienst begegnen. An dürfen er sucht Sitz am Leben, von dir lebt zu all Mensch an der Masse, an dem Sacrifice Eucharistik, an dem Sacrifice de Louange. Dürfen sie drei zu dir Masse. Du musst an der Masse heraufwissen, dass du wirklich durch den liturgischen, eucharistischen Dienst ein Diener an den Bruder von Christus ist. Dass du an die Mentalität, an das Leben von Christus heraufwissen kannst. Und dass aber da gleichzeitig der Sacrifice nicht just ein Ritual bleibt. Mehr, dass du das leben kannst, am Kontakt mit den Menschen. Und du wird dann noch von dir Sacrifice gefroht gehen. Weil können nicht das Sacrifice von Jesus feiern, als selber kein Sacrifice abzuschwellen. Das geht nicht. Ein wichtiges Sacrifice, der war schon bei den Diakonenweihe, wo es den Zölibat versprochen ist. An den Zölibat, den Kirche vorschreibt, als ein Zeichen von dir lebt für alle Menschen, dass du verzichtst, um ein Leben zu einer Frau, um ein Leben zu Kanner, für die lebt, die Jesus an der Masse, an der Kreuz, an der Oberstehung weist, für die alle Menschen zu weisen, die du begehst. Das heißt dann aber auch, dass das Sacrifice auf dem Zölibat nicht verstanden wird, wenn du nicht das als lebt, lebst zu den Menschen. Da geht es als etwas Unmenschliches gesehen, als etwas, was just trennt, und nicht als etwas, was ein Quell am Fungehol sind, für ein Leben zu all den Leuten, die du begehst. Und es wird dann nach anderen Sacrifice kommen. Die kennen ich nicht und die kennst du auch nicht. Und das heißt du gut so. Du musst das Kind den Courage verlieren. Aber sie gewissen, das kann ich dir als meiner Erfahrung, sondern nicht sind daheim, die viel mehr lang gehst, dass sie wirst, bei mir sind es nur 26 Jahre. Da kommen heißt du hart Stunden an Zeiten, aber nie lässt die lebt von Christus dich am Stach. Und du wirst erleben müssen oder können und dürfen, dass sie gleichzeitig heißt du Tät schwören. A gleichzeitig getät gefüllt mit der Fried, die nimmer von Gott kennt. Mit dass dein Herz da gefüllt wird mit der Fried, die nimmer von Gott kennt, dafür braucht ein Trei am Gebiet.
weil sonst rutscht ihn aus. Dann wird den Note just das schweiert und da packt den das nicht mehr. Mit das Gebet, die einem immer nächst neue Hoffnung schenkt, die immer nächst einen neuen Depart gibt, die immer hilft, für die Welt an einem anderen Licht zu sehen, an einem Licht von Frieden, von Hoffnung, am Licht von der Auferstehung. Weil, an das ist der große Unterschied zum Eli. Am Allebund und an all den Religionen, die Sakrifice kennen, da muss ich etwas tot machen als Sakrifice. An mir Kinder muss auch das Wort Abtötung, das Kinder falsch verstehen. Am Sinn vom Allebund, dass etwas tot gemäht muss gehen. Mehr, wie der dritte eucharistische Teichgebet sieht, für uns ist der Jesus das liebeste Opfer, der liebste Sakrifice. Und dadurch ändert sich alles. Weil dadurch, dass der Jesus der liebste ist, der an einer Kirche lebt, das Hen, der in einer Kirche feststeht, das Hen, den der Sacerdoce hat als einer Kirche, und lässt uns daran partizipieren. Das Hen, der liebste, der nicht nur ein Opfer, mehr selber Priester ist. Und dadurch können wir den Aspekt leben. Sonst wird das viel zu groß, viel zu schwer für uns. An hier, den der Liebischen ist, hier ist auch den immer wird beider sind, den dich nicht nur einen Dinger nennt, den du schon bist, ein Dinger. Mehr auch, weil du Dinger bist, weil du am Dienst stehst, von seinem Pap, von ihm am Heiligen Geist, mir auch am Dienst von der Kirche, von allen Frauen und Männern, dass du Jesus in ihr Fried teilen kannst, dass du so auch ein Bruder bist von all den Leuten, zu denen du geschickt bist, dass du dadurch auch die Verbundenheit gerade mit Christus liebst und aktuierst, die Verbundenheit, die an der Masse ist. Hier haben wir schon so zwei verschiedene Priesterbilder. Ein Priesterbild ganz an der Seelsorge, ein Priesterbild, was ganz auf die Liturgie bezieht. Die zwei sind einseitig. Die gehören zusammen. Sicher, den einen hat der Charakter mehr für das eine, den anderen mehr für das andere. Da müsst ihr vielleicht dann am hellen Sinn vom Heiligen Ignatius auch den Agere Contra so. Ne? Dass ihn das eine mehr betont, wenn ihn zu dem anderen mehr hingezogen ist. Ne? Aber dass die zwei wollen sie von dem Priestertum. Und die zwei sind notwendig, für eine Balance zu haben am priesterlichen Leben, für das der Leben als geistliche Frucht bringt. Wir haben uns zu viel und der Misserfolg gewinnt. Und der menschliche Misserfolg, wo wir da sagen, ja, wir schaffen schon für die Welt Zukunft, wir schaffen für das Reich Gottes, das stimmt alles. Aber wenn es wirklich das Werk vom Herrgott, das wir machen, da wird das Werk auch Frucht bringen. Nicht um eine Manier, die statistisch beweisen kann, selbstverständlich. Das ist schon nicht, was wir machen können. Es geht von Gott gemäht. Aber Gott sichert uns so durch die Heilige Schrift, dass wir mir alles machen, was an unserer Kraft steht. Und das ist nicht immer viel. Aber wenn wir das alles machen, eine große Ehrlichkeit, eine große Direktheit, dass dann uns Leben auch wird Frucht bringen. Und dafür vertrauen ich dafür und allem, nur als Schonke Geistlichen, kann er jugendlich un. Sie brauchen jung geistlich, die Martinen Domhete machen, die Martinen spielen sich, Martinen amüsieren, aber die sie auch hinfeiern können zu Christus, die sie hinfeiern können, ein Gebet, nicht nur, dass an Mass kommen, aber dass wir die Mastel holen, dass sie das Christusgeheimnis entdecken können.
Und dass wir so ein Kirche haben, die nicht nur ein Kirche ist für Leute wie mir, für großen Hohen, mehr ein Kirche wie die hier für uns sitzt an der ersten Reihe und an der zweiten Reihe nach zum Teil, für junge Leute, die gerne hier hinkommen, die fasziniert sind von Christus. Gib die Faszination von Jesus Christus und Menschen weiter. Menschen brauchen das. Gelebt nicht und die großen Axiome von unserer Gesellschaft, dass es einem nicht mehr gut geht, wenn der Portemonnaie wiest. Das Portemonnaie ist lang gewusst, durch den Brexit wird er vielleicht ein bisschen nachholen in Europa. Und dann als eine Gelegenheit da, für uns nicht zu besinnen, was es am Leben wirklich geht, dass wir die Topischkeiten abhalten und dass wir uns wirklich besinnen, ob das fundamental von diesem Leben dreht. Leben Daniel, ich weiß, du wirst das machen. Und du kannst es doch machen, weil es der Support ist von der Kirche von Lützeburg. Und ich hoffe, dass all die Leute, die heute hier sind, nicht nur der Mast holen, mir für die Spiele werden, und nicht nur Haut, mir auch die anderen Dich. Und ich weiß, dass du auch von dieser geistlichen Gemeinschaft gedroht bist, die da stärkt, die da hilft, auch hinnen ein große Merci. Und ich bin sicher, dass der Herrgott und dir vollenden wird, was an dir angefangen hat. Merci für dein Engagement. Und lass uns zusammen dem Herrgott Merci sagen, den trotz der Schwachheit, der Schwäche von unserer Kirche nicht abhält, junge Leute zu rufen an den radikalen Dienst von Gott und an den radikalen Dienst von den Menschen. Amen. Qui deceris Paracletus, haltis in ordis Fons vivus ignis caritas, et spiritas resuntio. Delum sensibus in fundamorem codibus in firma nostri corporis virtute firmans perpetuum.
saque filium, te triusque spiritum, credamus omni tempore. Patris et gloria, et Filio corporis, surrexite Paraclito, in seculorum secula. Leven Daniel, eierst du Lot Priester wei empfängst, sollst du für unter versammelter Gemeinschaft den fest Bereitschaft erklären, diesen Denkst ob dich zu holen. Dürfen frohne dich, was du berät, Priesteramt als zuverlässige Matarbeiter vom Bischof auszuüben, an so in der Feierung vom Heiligen Geist dem Herrgott sei Volk umsichtig zu leiden. Was du berät an der Verkündigung vom Evangelium, an am Durchlehren vom katholischen Glaub, den Denkst Herrgott singem Wort treu a gewissenhaft zu erfüllen. Was du berät, Mysterie von Christus, besonders Sakramenter von der Eucharistie, von der Versöhnung, treu der kirchlicher Tradition zum Herrgott singem Lob und zum Heil vom Volk a gläubiger Ehrfurcht zu feiern. Was du berät, zusammen am Bischof, am Gebiet, das eis abgedrohen ist, dem Herrgott sein Erbarmen für die Gemeinschaft zu frohen, die dir uvertraut wird. Was du berät, denen Armen, Kranken beizustehen, an all denen zu helfen, die an Not sind oder kein Heim haben. Christus als ein hoher Priester hat sich für eis dem Pap durchbrücht. Was du berät, dich mit Christus dem Herr von Tag zu Tag mehr eng zu verbannen, an so zum Heil von den Menschen für den Herrgott zu leben. Versprichst du mir an meinem Nachfolger Respekt und Gehorsam? Ja, das verspreche ich. Dem Herrgott selber soll das gut Werk, das ihn und ihr angefangen hat, zu anfeiern. Lose mir zum Herrgott, dem allmächtigen Pap beten. Hier soll seinem Dinger, den hier als Priester unhält, Gnot a Segen schenken. Kniet nieder. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei,
ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sancti Angeli Dei, orate pro nobis, Sancte Johannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Joseph, ora pro nobis, Sancti Petre et Paule, orate pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancte Johannes, ora pro nobis, Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis, Sancte Stephane, ora pro nobis, Sancte Ignati Antiochene, ora pro nobis, Sancte Laurenti, ora pro nobis, Sancte Perpetua et Felicitas, orate pro nobis, Sancta Agnes, ora pro nobis, Sancte Gregori, ora pro nobis, Sancte Augustine, ora pro nobis, Sancte Athanasi, ora pro nobis, Sancte Basili, ora pro nobis, Sancte Martine, ora pro nobis, Sancte Benedicte, ora pro nobis, Sancti Francisce et Dominice, orate pro nobis, Sancte Ignati de Loyola, ora pro nobis, Sancte Philippe Neri, ora pro nobis, Sancte Francisce Xaveri, ora pro nobis, Sancte Thomas de Aquino, ora pro nobis, Sancte Willibrorde, ora pro nobis, Sancte Caroli Borromeo, ora pro nobis, Sancte Daniel, ora pro nobis, Sancte Johannes Maria Vianney, ora pro nobis, Sancte José Maria Escriva, ora pro nobis, Sancta Theresia a Jesu, ora pro nobis, Sancta Catarina Senensis, ora pro nobis, Sancta Theresia ab Infante Jesu, ora pro nobis, Sancta Irmina, ora pro nobis, Sancta Cunegundis, ora pro nobis, Beate Alvaro del Portillo, ora pro nobis, omnes sancti et sancte Dei, orate pro nobis, propitius esto, libera nos Domine, ab omni malo, libera nos Domine, ab omni peccato, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine, per incarnationem tuam, libera nos Domine, per mortem et resurrectionem tuam,
libera nos Domine, per effusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine, peccatores, te rogamus audi nos, ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus audi nos, ut Domnum Apostoleicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus audi nos, ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus audi nos, ut nos mit ipsos in tuo sancto servitio confertare et conservare digneris, te rogamus audi nos, ut hunc electum benedicere digneris, te rogamus audi nos, ut hunc electum benedicere et sanctificare digneris, te rogamus audi nos, ut os electum benedicere et sanctificare et consecrare digneris, te rogamus audi nos, Iesu Filii Dei vivi, te rogamus audi nos, Christe audi nos, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Christe exaudi nos. Herrgott, luister op eis Gebiet. Erfüll den Dinger mit dem Siege vom Heilige Geist. Schenk ihm die Gnade vom Priestertum. Und erhal ihm, der geweiht geht, für immer der Reichtum von deiner Gnade. Das frohen wir dich durch Christus, unseren Herr. Amen. Steht nächst op.
Wir preisen dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde, du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, sodass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr unser Gott, schenke auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesem deinem Diener die Würde des Priestertums. Erneuere in ihm den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das er aus deiner Hand, o Gott, empfängt, die Teilnahme am Priesterdienst, sei sein Anteil für immer. So sei sein Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Uns Bischöfen sei er ein zuverlässiger Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch seine Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns sei er ein treuer Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert. So wird es genährt an deinem Altar. So werden die Sünder versöhnt. So werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen vereint, erflehe dieser Priester, Herr, dein Erbarmen für die ihm anvertraute Gemeinde und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint. Sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Unser Herr Jesus Christus, den der Pap mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt tut, soll dich behüten. Hier soll dich stark machen an dem Dienst, Volk Gottes zu herrlichen, an dem Herrgott davor durchzubringen. Empfängt Gove vom Volk für die Feier vom Affer. Bedenk, was du musst. Mach das nur, was du vollziehst, erstell dein Leben an das Geheimnis vom Kreuz.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die Priester berufen, dem Altar zu dienen und für dein Volk Sorge zu tragen. Das heilige Opfer erwirke ihnen deine Hilfe, damit ihr Dienst dir wohlgefällt und bleibende Frucht bringt für die Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Deinen eingeborenen Sohn hast du gesalbt mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. Du hast bestimmt, dass sein einzigartiges Priestertum fortlebe in deiner Kirche. Denn Christus hat dein Volk ausgezeichnet mit der Würde seines königlichen Priestertums. Aus ihm wählte er in Liebe zu den Seinen Menschen aus, die durch Auflegung der Hände teilhaben an seinem heiligen Dienste. In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer, durch das er die Menschen erlöst hat, und bereiten deinen Kindern das österliche Gastmahl. Deinem Volk sollen sie dienen in Werken der Liebe, es nähren durch das Wort und ihm Kraft geben durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und ihren Glauben und ihre Liebe in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Willibrocht und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Claude, l'ensemble des évêques, notre frère Daniel, qui vient d'être ordonné prêtre, les autres prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Recepte salutaribus monite, et divina institutione formate, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen dieses Friedens. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, dona nobis Seht Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet
und seht, wie gut der Herr ist.
Fais-nous vivre de l'Esprit. Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus-Christ. Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit. Wir wollen noch ein Kehr beten. Herr unser Gott, die heilige Gabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke deinen Priestern und allen Gläubigen dein göttliches Leben, damit sie mit dir verbunden bleiben und treu sind in deinem Dienst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphine stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe. Heilig, heilig, heilig zu. Herr, steht deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten, kauftest durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten. Nimm uns nach vollbrachtem Lauf zu dir in den Himmel
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Gratias. Leif man, der schwindet Netzes Sohn, wege es bei dir sind. Leif man, es kann nicht von dir gehen, bis es Schaheyat geht. Leif man, du hellest Königin, los all denk an Narren dich sehen. Geh du, Martinen, Hand an Hand, Asin, was letzte Buja-Land. Leif man, ich sind in Herren Kant. Du warst mein Trost am Leben. All über mich den nächste Schand. Geh, macht mir so